Markus, 60 nach Christus, Korinth. Markus ging durch die Gassen von Korinth, seine Heimatstadt. Es war der Sabbatabend. Die Händler hatten ihre Waren weggeräumt. In der Synagoge trafen sich gerade die Juden zu ihrer wöchentlichen Lesung. Markus wartete an einer Ecke in der Nähe auf Amon, der an der Lesung teilnahm. Als Nichtjude war es Markus nicht erlaubt, an den Zusammenkünften der Juden teilzunehmen. Aber auch Amon wurde dort nicht mehr so gerne gesehen, seit er zum Nachfolger des Weges geworden war. Denn für die Juden waren diese Jesus-Nachfolger Mitglieder einer Sekte. Seit Paulus in der Synagoge begeistert über Jesus gelehrt hatte, hatte sich dieser Jesusweg auch in Korinth verbreitet. Markus schloss sich ihm an, weil Paulus' Worte etwas in seinem Innersten bewegt hatten. Irgendetwas drängte ihn mit aller Macht dazu, Jesus, diesem so anderen König, zu folgen. Früher wäre es undenkbar gewesen, dass Amon und Markus Brüder geworden wären. Zu tief war die Kluft zwischen Juden und Römern. Und zu Beginn war es auch schwierig. Einigen jüdischen Jesus-Nachfolgern fiel es schwer, plötzlich gemeinsam mit früheren Heiden das Brot zu brechen. Dies änderte sich erst nach Paulus' Brief. Paulus machte klar, dass dies eines der Geheimnisse des neuen Weges war. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden. Die Zuwendung Gottes galt allen, die sich ihm zuwendeten. Und so wurden die wöchentlichen Versammlungen von einem gemeinsamen Mahl zu einer wichtigen Zusammenkunft. Ein Ort der gegenseitigen Ermutigung und des Trostes. Morgen Abend war es wieder soweit. Markus hoffte, dass es Neuigkeiten von Paulus oder einem der anderen Aposteln gab. Er wollte unbedingt noch mehr über Jesus und seine Worte hören. Und er hatte so viele Fragen. Was wäre es für ein Highlight, wenn ein weiterer Brief von Paulus eintreffen würde? Ob er noch am Leben war? Markus war besorgt. Auch in Korinth wurde die Verfolgung stärker. Wäre er bereit, unter Folter zu seiner Überzeugung zu stehen? Er wusste, es konnte tödlich sein, Jesus und nicht Cäsar als König anzusehen. Aber im Gebet und in der Stille konnte Markus die Liebe Gottes so tief spüren, dass er überzeugt war, Jesus notfalls bis in den Tod zu folgen. Annegret, 14. Jahrhundert, Schweiz. Innerlich war Annegret ganz aufgewühlt. Was ihr Elsbeth gerade erzählt hatte, ließ sie innerlich nicht mehr los. Sie hatte mit ihr über die Imitatio Christi, die Nachahmung von Christus, geredet. Gedanken, die Annegret so noch nie gehört hatte. Von der Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung und der eigenen Geringschätzung hatte sie schon viel gehört. Aber dass ein inneres Leben möglich sein konnte, eine innere Nähe, ja sogar Freundschaft zu Jesus, sollte es für jeden geben, ganz ohne Geistliche oder Heilige als Mittler. Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Annegret betrachtete sich eigentlich als gute Christin. Selten verpasste sie die 3 täglichen Gebete. Am Morgen war sie vielleicht nicht immer so bei der Sache, wie es sich geziemte. Aber zu beichten hatte sie selten viel. Auch fastete sie jeden Mittwoch und Freitag. Das fiel ihr nicht so schwer. Sie hatten ja sowieso nicht viel. Zur Messe ging sie jeden Sonntag, wie jeder halbwegs anständige Christ. Nur ihr Onkel, der verstockte Alte, wollte nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Korrupt, unehrlich und andere unschöne Worte kamen aus seinem Mund, wenn er über sie sprach. Jeden Tag betete Annegret zu Gott, dass er nicht irgendwann im Fegefeuer Qualen erleiden müsste, bis er geläutert wurde. Wie gern würde sie doch selber die Worte Jesu lesen. Vielleicht würde sie dann besser verstehen, was Elsbeth ihr erzählt hatte. Hätte sie doch nur die Möglichkeit, Latein zu lernen und die finanziellen Mittel, eine Bibel zu kaufen. Stattdessen konnte sie nur hoffen,
dass der Priester am Sonntag eine Stelle vorlas, die sie noch nicht gehört hatte oder die gar bestätigte, was Elsbeth gesagt hatte. Aber meistens ging es nur um Hölle, Tod und Teufel oder darum, sich von Sünden fernzuhalten. Aber Freundschaft mit Christus, nicht einfach nur Gehorsam. Annegret spürte, wie sich in ihr eine Sehnsucht regte. Sie wollte mehr darüber wissen. Aber was sollte sie tun? Alles zurücklassen und eine Ordensschwester werden? Was wäre dann mit ihren Kindern und ihrem Mann? Sie musste unbedingt Schwester Elsbeth wiedersehen und mehr über diese Imitatio Christi erfahren. Anna, 1905. Wie jeden Morgen stand Anna vor 6 Uhr auf. Nachdem sie sich angezogen hatte, setzte sie sich in einen Sessel am Fenster und schlug ihre Bibel auf. Zum wiederholten Male las sie den Römerbrief. Gerechtigkeit durch Glauben, was für ein Geschenk. Wie hätte sie nur vor diesem heiligen Gott bestehen können, ohne die teuer erkaufte Vergebung durch das Kreuz? Tiefe Ehrfurcht überkam sie. Sie wusste aber auch, dass das allein nicht genug war. Die Antwort auf das Geschenk der Gerechtigkeit vor Gott musste ihre komplette Hingabe an Jesus sein. Sie war bereit, diesen Weg zu gehen. Für Anna hieß das, alles Böse oder Sündhafte zu meiden. Von Alkohol hielt sie sich fern, von Tabak auch. Fluchen, Lügen, Getratsche oder Stehlen kam für sie nicht in Frage. Die Heiligung sollte sich immer stärker in ihrem Leben auswirken. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung, heißt es im 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Auch von der gefährlichen Strömung des liberalen Christentums hielt sie sich strikt fern. Solchen Irrlehren wollte sie kein Einfallstor geben. Der Sonntag war für den Gottesdienst und die Familie da. Die Predigt spornte Anna regelmäßig an, noch disziplinierter an ihrer Heiligung zu arbeiten. Schließlich konnte Gott keine lauwarmen Christen gebrauchen. Generell machte es Anna Mühe, dass es so viele andere Christen gab, die mit so wenig Hingabe am Fortschreiten ihrer Heiligung arbeiteten. Natürlich war sie sich schon bewusst, dass Heiligung in erster Linie das Handeln Gottes am sündigen, aber gerecht gesprochenen Menschen ist. Und doch musste doch in einem ernsthaften Christen das Verlangen nach einem heiligen Leben vorhanden sein. Unter der Woche besuchte sie die Gebetsstunde, widmete sich dem Bibelstudium und half im biblischen Unterricht mit. Manchmal, wenn sie in der Straßenbahn oder im Zug Bettlern oder Betrunkenen begegnete, überkam sie der Drang, mit ihnen zu reden und ihnen zu helfen. Aber sie wusste auch, dass es gefährlich war, sich zu stark mit der Welt abzugeben. So gab sie ihnen jeweils ein evangelisches Traktat. Vielleicht würden sie sich irgendwann Gott zuwenden. Und doch fragte sie sich, ob das wirklich genug war. Susanne, 1975. Susanne stieg aus dem Auto, winkte ein letztes Mal dem befreundeten Ehepaar, das sie mitgenommen hatte, zu und lief langsam die Straße entlang. Sie hatten einen großen christlichen Kongress besucht. Erst war Susanne ein bisschen kritisch. Sie hatte genug Predigten gehört, die zu Buße und Umkehr aufriefen oder zur Mission. Sie war sich danach jedes Mal unsicher, ob sie die Nachfolge ernst genug nahm. Aber diesmal war es anders. Tief bewegt hatte sie die Botschaft der Gnade als Teil des neuen Bundes. Gesetz und Gnade waren für sie immer sehr schwer zusammenzubringen gewesen. Aber dass es nicht so stark darauf ankam, was sie tat, sondern wer sie als wiedergeborene Christin in Gottes Augen war, das fühlte sich so befreiend an. Was sie gehört hatte, war nicht neu für sie, aber diesmal hatte sie das Gefühl, dass es endlich auch vom Kopf ins Herz gerutscht war. Glaube war eben nicht nur eine Religion, bei der in der Bibel lesen, beten und fasten Pflicht waren, sondern etwas,
das aus dem Herzen kam. Trotzdem plagten sie immer noch die gleichen Fragen. Was, wenn die Gnade als Entschuldigung gebraucht würde, um nicht mehr täglich in der Bibel zu lesen? Oder wenn immer mehr Christen beginnen würden, Rockmusik zu hören? Was, wenn dem Teufel und Dämonen so Türen geöffnet würden? Am meisten fühlte sie sich jedoch durch eine Predigt herausgefordert, in der es um das Wirken des Heiligen Geistes ging. Der Prediger hatte von Heilungen gesprochen, von prophetischen Worten und Eindrücken und davon, wie viele Christen die Kraft des Heiligen Geistes nicht erleben würden, weil sie sich nie mit dem Heiligen Geist taufen lassen hatten. Vielleicht war es genau das, was ihr tatsächlich fehlte. Manchmal hatte sie das Gefühl, ihr Glaube sei ein wenig trocken oder mechanisch. Am nächsten Hauskreisabend würde sie ihre Leiter fragen, was sie dazu meinten. Obwohl, sie war ja frei. Sie musste nicht alles fragen. Sie entschloss sich, nächste Woche eine pfingstliche Veranstaltung zu besuchen, um mehr über das Wirken des Heiligen Geistes herauszufinden. Wir haben gerade einen Einblick ins Leben von 4 fiktiven Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus bekommen, die in unterschiedlichen Zeiten gelebt haben und was sie sich vielleicht so für Gedanken gemacht haben. Wer von euch würde gerne mal in eine von diesen Zeiten zurückreisen und mal ein paar Tage oder Stunden erleben, wie es damals war als Nachfolger? Einige. Wer ist ganz zufrieden mit heute? Auch ein paar, kann ich gut verstehen. Ich finde es ermutigend zu wissen, dass wir in einer langen Tradition stehen von Menschen, die im Laufe der Zeit Jesus ernsthaft nachgefolgt sind. Menschen, die seinen Ruf gehört haben und die sich auf das Abenteuer vom Glauben eingeladen haben, die uns vorausgegangen sind. Und ich finde, gleichzeitig erfüllt es mich mit einer Demut, auch für meinen Part, für das, wo wir heute drin stehen. Und das ist der Punkt. Jetzt ist heute, ist der 15. März 2024 und heute ist es dein und mein Turn, zum Jesus nachfolgen. Follow Jesus 2024, das ist der Titel von der Zeit, die wir da miteinander verbringen, und der Titel, der ist konkret. Wir möchten uns in dieser Zeit Gedanken darüber machen, was es denn jetzt im Jahr 2024 konkret heißen kann, Jesus nachzufolgen. Auch die Jahreszahl, die haben wir nicht einfach hinten angeklebt, damit jeder von uns weiss, dass es dann wirklich jetzt das Jahr ist und nicht erst nächstes Jahr oder letztes Jahr war, wo die Konferenz stattfindet, sondern es geht ums Jetzt, ums Heute. Was dann auch unsere Herausforderungen sind und was dann vielleicht auch gerade für uns heute besonders wichtig ist, wenn wir Jesus nachfolgen. Und bevor wir jetzt in das so richtig eintauchen, möchte ich euch einladen zum Betten und steht doch ganz kurz auf für das. Jesus, ich danke dir, dass wir uns einreihen in die Millionen von Menschen, die seit über 2000 Jahren dir nachfolgen. Mit all den unterschiedlichen Herausforderungen, die sie hatten und Umständen. Und ich danke dir, dass du in dieser ganzen Zeit der gleich geblieben bist. Dass du, so wie du damals Leute aufgefordert hast, dir nachzufolgen, auch uns heute aufforderst. Dass es dein Wunsch ist, mit uns Beziehung zu haben. Und dass du uns deine Hand ausstreckst, um mit uns den Weg zu gehen. Und ich bitte dich, dass wir in dieser Zeit, die wir jetzt so zusammen haben, einfach dürfen dein Wort hören, dein Reden zu uns hören, dass wir unsere Herzen aufmachen dürfen und bereit sind, vielleicht auch nochmal ganz neu über dir Nachfolgen nachzudenken. Amen. Ich habe 2 Vorbemerkungen, die mir wichtig sind zu machen, die uns helfen sollen, dass wir uns so in die richtige Richtung an Gedanken machen heute. Ich möchte heute Abend mehr über die Frage,
oder eben weniger über die Frage, was wir denn glauben, nachdenken miteinander, sondern mehr über die Frage, wie dass wir dann unseren Glauben leben. Also nicht so, wie wir es jetzt vielleicht in dieser Serie, wo wir gerade drin sind, gemacht haben, wer ist denn Jesus, was ist die Bibel, was halten wir von Bekenntnis und was heisst Jesus nachfolgen, sondern mehr, wie lebe ich denn Nachfolge im Alltag? Was macht ganz praktisch ein Nachfolger von Jesus, damit er Jesus ähnlich werden kann? Heisst das einfach Bibel lesen, beten, GVC-Konferenz besuchen und der Rest passiert automatisch? Oder gibt es da noch ein bisschen mehr? Und das heisst auch, dass wir eben weniger darüber reden, was dann eben Nachfolge ganz im Allgemeinen bedeutet, sondern was für Aspekte davon dann gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig sind. Im 2024, in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind. Und was brauchen wir vielleicht heute mehr als Nachfolger von 100 Jahren gebraucht haben? Was ist vielleicht in unserer Situation heute besonders relevant? Wenn wir uns jetzt nochmal daran erinnern, an die 4 Nachfolger, die wir am Anfang kennengelernt haben, dann stellen wir fest, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Herausforderungen. Wir können zum Beispiel den Zugang zu der Bibel rauspicken. Euch ist sicher aufgefallen, die ersten Christen, die haben noch gar keine Bibel gehabt. Später hat es zwar dann die Bibel gegeben, aber die wenigsten haben sie können lesen. Und heute, erst seit ein paar hundert Jahren, haben alle Menschen sozusagen Zugriff zu der Bibel. Und erst seit etwa 15 Jahren haben wir alle die Bibel jederzeit in unserem Hosensack und in fast jeder Sprache, die es sie weltweit gibt. Oder auch wenn es um die gesellschaftliche Akzeptanz vom Glauben geht. Das hat sich enorm verändert. Das ist von Verfolgung ganz am Anfang bis hin zur Staatsreligion gegangen, von einem christlich geprägten Weltbild zu heute, wo viele Menschen kaum mehr ein christliches Grundwissen haben und oft auch im christlichen Glauben gegenüber misstrauisch eingestellt sind, weil sie ganz viele schlimme Storys gehört haben, was alles manchmal auch nicht gut läuft in Kirchen. Und natürlich könnte man jetzt da den Fächer auftun, da gibt es hunderte andere Herausforderungen. Der Umgang mit gesundheitlichen Problemen, was dort der Glaube dann für eine Rolle drin gespielt hat, wenn es um soziale Absicherung gegangen ist, die Unsicherheiten, die da herum waren. Nur schon die Fortbewegung, oder? Ich habe kurz nachgeschaut, in der Römerzeit hast du mindestens 70 Tage gehabt, wenn du von Rom nach Jerusalem reisen wolltest. Heute schaffst du den ganzen Trip in 6 Stunden. Wahrscheinlich schon fast wieder zurück. Oder auch der Zugang zu Informationen. All diese Sachen, das sind ganz unterschiedliche Herausforderungen gewesen. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, was sind denn zum Beispiel heute unsere Herausforderungen? Und ich habe im Eingang bewusst die 70er Jahre genommen, weil es eine gewisse Distanz zu heute darstellt. Aber ganz ehrlich, ich hätte eigentlich auch die letzte Person ins Jahr 2000 versetzen können, weil die Welt sich heute so schnell verändert. Und ich möchte ein bisschen auf die Herausforderungen von heute ausgehen. Ich möchte den Teil nicht zu detailliert machen, weil wir wahrscheinlich alle schon auch einiges über das gehört haben. Und ich habe es versucht, darum auf 2 Punkte abzubrechen, die sich auf ganz viele verschiedene Ebenen auswirken. Die eine grosse Herausforderung ist heute, dass uns das Leben schlichtweg einfach überrollt. Forscher sagen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit an einem Punkt sind, wo die Geschwindigkeit vom technologischen Fortschritt unsere Fähigkeiten, uns überhaupt daran anzupassen und mit dem umzugehen, übersteigen. Globalisierung, Internet, Smartphones, künstliche Intelligenz, die Entwicklungen haben radikale Veränderungen in unser Leben gebracht, neue Herausforderungen mit sich gebracht und natürlich, wie alle so Entwicklungen, auch viel Gutes, inklusive auch, dass es uns finanziell wahrscheinlich so gut geht, wie es selten an einer Generation gegangen ist. Wir haben heute mehr Möglichkeiten, als dass wir Zeit haben. Wir müssen uns nicht überlegen, was könnte noch lässig sein, sondern wir müssen uns überlegen, was ist am lässigsten. Oder wir werden nonstop unterhalten. Wir kennen fast keine Leerzeiten mehr. Jeder kurze Moment, wo wir allein sind, wo mal nichts läuft, ein Griff in den Hosensack und du bist mit der ganzen Welt verbunden und bist unterhalten. Eine zweite so eine Challenge ist, dass wir in einer Zeit leben, wo viele einschneidende Ereignisse passieren, immer noch passiert sind und immer noch passieren. Corona, Krieg in Europa, neu auch in Israel und ganz viele andere Krisen. Man hat das Gefühl, eine Krise jagt die andere. Und
das hat uns aufgezeigt und wir merken, dass unser schnelle, durchgetaktete, sichere Leben auch ganz einfach aus dem Tritt gebracht werden kann und wie schnell plötzlich alles anders kann sein. Und wir reden davon, dass die Zeit, wo wir drin sind, eine Zeit ist, wo so ein Epochenwechsel stattfindet. Das bedeutet, dass wir in einer Phase sind, wo sich unsere Lebensrealität und unser Lebensgefühl sehr stark am Verändern ist. Am Leitertag hat das der Reto anhand von diesen Akronymen VUCA und BANI erklärt. Ich gehe jetzt nicht im Detail in die ein, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Vieles ist brüchig, ist anfällig geworden, kann schnell irgendwo nicht mehr so sein, wie es war. Es ist generell mehr Angst herum, weil sehr vieles unsicherer und unvorhersehbarer geworden ist. Und die Herausforderungen, die haben Folgen auf uns. Eine Folge davon ist, dass viele Menschen am Rand von einer Überforderung mit ihrem Leben sind, dass sie unter Durchstress sind. Burnout und andere psychische Krankheiten sind mittlerweile etwas, wo fast jede Person irgendwann mal durchmacht oder damit rechnen muss, irgendwo davon betroffen zu sein oder vielleicht ganz knapp daran vorbeizuschrammen. Und auch gerade bei Jugendlichen ist mentale Gesundheit oft das grössere Thema als die Gefahr, dass sie irgendwie in Drogen oder Alkohol könnten abrutschen. Es ist ein Thema, das mich schon eine Weile ein bisschen beschäftigt und Gedanken macht und wo man auch merkt, dass es von der Kirche nicht Halt macht. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen, wie ich das als Pastor so wahrnehme und was mein vielleicht auch innerer Weg mit dieser Thematik ist und versuchen, auch ein paar Gedankenanstöße zu geben, was denn eben jetzt das für unsere Nachfolge jetzt im 2024 heissen könnte. Und es sind so 3 Beobachtungen, die ich da nochmal vorne anstellen möchte. Beobachtung 1 ist, auch wir Christen, wir sind überbeschäftigt. Ich glaube, das ist den meisten bewusst und gerade als Pastor nimmst du das sehr stark wahr in den Gesprächen mit Menschen, aber es zeigt sich auch ganz praktisch daran, dass ehrenamtliche Mitarbeiter oft weniger Kapazität für Kirche haben als früher. Dass der Sonntag, selbst bei Leuten, die regelmäßig kommen, oft auch umkämpft ist, damit sie wirklich kommen und so weiter. Die zweite Beobachtung, und die habe ich auch bei mir gemacht, und die hat mich stark getroffen. Irgendwann habe ich gemerkt, mich frustriert es, dass ich das Gefühl habe, irgendwo auf dem Weg zum Jesus ähnlicher werden, ein Stück weit stecken geblieben zu sein. Ja, es gibt Bereiche, da merke ich, da bin ich Jesus tatsächlich ähnlicher geworden. Ich sehe auch Frucht vom Heiligen Geist in meinem Leben. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass je älter ich geworden bin, Fortschritte manchmal langsamer geworden sind. Und sich manchmal harziger angefühlt hat. Und dass gewisse Sachen, die mir Mühe machen, in meinem Jesus nachfolgen, so tief in mir drin irgendwo sind, dass die Willenskraft nicht gelangt hat, um es zu verändern und auch der Heilige Geist bis jetzt noch kein Wunder gemacht hat, wo das irgendwie verändert hat. Und je mehr hat es auf mich auch den Eindruck gemacht und glaube ich, dass es ganz vielen langjährigen Christen irgendwo ähnlich geht. Zu vielen. Und vielleicht, wenn du ehrlich bei dir anschaust, geht es dir ähnlich. Eine dritte Beobachtung ist auch, dass viele Christen nochmal neu nach Orientierung suchen. Einige hinterfragen den Glauben oder vielleicht gewisse Glaubenssätze, die sie immer geglaubt haben. Und es fängt sich an zu verändern, was sie glauben. Andere suchen Halt, indem sie sich radikaleren oder vielleicht teilweise ein bisschen einseitig geprägteren Ansätzen zuwenden und dort drin Halt suchen. Und ich glaube, sehr oft ist es aus einer Frustration heraus, dass sie, so wie sie den Glauben bis jetzt gelebt haben, zu wenig Frucht drin entstanden ist und sie sich irgendwo den Wunsch haben, mehr von dieser lebensverändernden Kraft von Gott zu erleben. Das Thema hat mich beschäftigt und ich bin auch ein bisschen eingetaucht in Literatur und versucht, einiges über die ganze Thematik zu lesen. Und was ich gemerkt habe im Verlauf der Jahre oder je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, so hat mir das Gefühl beschlichen, wenn wir nicht manchmal am falschen Ort nach Lösungen gesucht haben. In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich
unsere Lebensrealität und mit unserer Lebensrealität eben auch die Art und Weise, wie wir leben, enorm verändert. Es ist eben 2024. Internet, Smartphones, Netflix, Globalisierung und so weiter. Das ist alles ein Teil von unserer Realität und wir haben unser Leben, wohl oder übel, diesen Sachen irgendwo auch angepasst, die guten Sachen irgendwo reingenommen. Wir leben in dieser Realität, wir können nicht anders. Das ist auch unumgänglich. Und ich habe mich gefragt, aber haben wir uns dann auch mal die Frage gestellt, ob, wenn sich unsere Lebensrealität doch so stark verändert hat, ob das nicht auch eine Anpassung in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, bräuchte. Und ich meine damit nicht den Inhalt, was wir glauben, sondern das Praktische, wie wir es ausleben, wie wir unseren Glauben pflegen, wie sich der Glaube in unserem Alltag ausdrückt. Könnte es sein, dass während sich unser Lebensstil und unsere Lebensrealität verändert hat, wir trotzdem einfach weiterhin versucht haben, den Glauben noch genau gleich zu leben, wie wir das vor 30, 40 und so weiter Jahren gemacht haben. Und ich werde jetzt heute nicht kommen und irgendwie etwas vorschlagen, dass wir das Rad komplett neu erfinden müssten. Aber es gibt ganz viel, wo schon seit langer Zeit auch Teil der christlichen Tradition ist, wo es vielleicht auch gerade für die heutige Zeit, eben für das Jahr 2024, nochmal neu zu entdecken gibt. Weil der Punkt ist, oder, egal wann das du gelebt hast, oder eben wenn das wir leben, jemand, der Jesus nachgefolgt ist, hat sich immer in dem Moment kritisch mit seiner Lebensrealität und seinem Lebensstil oder dem Lebensstil auch rundherum auseinandersetzen und die Art und Weise, an wie sie geglaubt haben, immer wieder neu müssen an Jesus ausrichten. Der Leslie Newbigin hat das, finde ich, auf eine gute Art und Weise, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Er sagt, jede Lebensweise, die die Wahrheit des Evangeliums ausdrücken will, ist eine kulturell bestimmte Lebensweise. Ein kulturfreies Evangelium wird es niemals geben. Und doch stellt das Evangelium alle Kulturen in Frage, einschließlich derjenigen, in der es sich zum ersten Mal darstellte. Also was er sagt ist, das Evangelium ist immer, die Art und Weise, wie wir den Glauben leben, ist immer mit der Kultur, wo wir drin leben, mit der Lebensrealität, wo wir drin sind, verbunden. Und gleichzeitig stellt sie das auch immer in Frage und kritisiert es und zeigt auch Sachen auf, die vielleicht daran nicht gut sind. Jetzt ist vielleicht bis jetzt auch ein bisschen theoretisch gewesen, gell? Darum, was könnte jetzt das für heute heissen? Und ich möchte mit euch ein bisschen konkreter werden und eben keine Angst, es kommt jetzt nicht irgendwie eine komplett neue Lehre oder etwas. Ihr könnt alle mal schnell tief einatmen und wieder ausatmen. Genau. Ich möchte ein paar Gedankenanstöße euch mitgeben, in welche Richtung dass wir das denken könnten. Und das sind Ansätze, die ich gefunden habe, wo ich merke, die sind zum einen nicht komplett neu, aber die kommen wie irgendwo in der letzten Zeit auch wieder vermehrt auf, die uns auch in der Bewegung beschäftigen. Ich erzähle heute einfach von mir, aber ich bin nicht allein, der sich diese Gedanken macht. Und die Ansätze, die beziehen sich auf Schätze, die schon seit Jahrhunderten Teil der christlichen Tradition sind. Also das sind nicht einfach Sachen, die sich irgendein schlauer Typ mal ausgedacht hat und dann irgendwie weitergegeben und andere haben das noch cool gefunden, sondern das sind Sachen, die zurückgehen auf Jesus selber und auf die Art und so, wie er gelebt hat. Und das sind eben Ansätze, die nicht einfach nur anschauen, was hat denn Jesus gelehrt, sondern die spezifisch auch darauf schauen, wie hat denn Jesus gelebt. Hast du schon mal Evangelium gelesen, nicht mit dem Fokus auf die einzelnen Episoden und Begegnungen, wo Jesus mit den Menschen hatte, sondern mit einem Fokus auf seinen Lebensstil, wie er sein Leben gelebt hat. Die wenigsten von uns, oder? Ich habe gemerkt, das habe ich irgendwie auch noch nie gemacht. Aber es ist gut, wenn wir mal anschauen und uns fragen, ja, wie hat denn Jesus sein alltägliches Leben ausgesehen? Was hat er für Gewohnheiten gehabt? Was hat er für Rhythmen gelebt? Und gibt es Sachen, die er gemacht hat, die eigentlich für uns heute auch wieder Sinn machen? Und ich möchte zwei so
Gedankenanstöße jetzt mit euch noch ein bisschen anschauen. Ich werde die nicht ins Detail irgendwie ausführen oder weiss auch nicht was. Für das, wir haben ja nachher dann eine Zeit in der Konferenz und da wird es Möglichkeiten geben, um so Sachen zu vertiefen. Der erste so Ansatz oder Gedankenanstoß ist, dass wir vielleicht in der heutigen Zeit nochmal neu lernen müssen, nach göttlichen Rhythmen zu leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann fällt eins auf, nämlich, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat und die Zeit ganz allein mit Gott verbracht hat. Wir lesen an verschiedensten Stellen, dass es von Jesus heißt, doch er selbst zog sich immer wieder an einsame Orte zurück, um dort zu beten. Es ist ein Muster im Leben von Jesus, dass es immer wieder heißt, dass er sich an einsame Orte zurückgezogen hat. Oft auch gerade dann, wenn es um ihn herum hektisch geworden ist und wenn die Leute etwas von ihm wollen. Ein weiterer so ein Rhythmus im Leben von Jesus war, dass er den Sabbat eingehalten hat. Ein Tag von der Ruhe und von der Erholung jede Woche. Ein Tag sich auf Gott auszurichten. Ein Tag Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen. Ein Tag, wo nicht einfach das Maximum rausgequetscht wird. Ein Tag, wo die Zeit sozusagen stillsteht. Und in der heutigen Zeit ist das vielleicht ein Tag, wo wir sogar das Handy weglegen. Wir haben letztes Jahr eine Serie über den Sabbat gemacht und möchte nicht weiter das ausführen. Ihr könnt das gerne nachlesen, wenn ihr merkt, hey, da ist etwas dran in dem hinein. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, könnte es sein, dass die Rhythmen, die Jesus hatte, eben vielleicht auch für uns als Nachfolger heute wichtig sind. Und könnte es sein, dass sie vielleicht gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig sind und einen Widerstand können darstellen gegen den Dauerstress und die Hektik, wo sich ein Großteil von uns immer drin befindet. Ist es möglich, dass das vielleicht ein Aspekt ist, der besonders wichtig für uns ist im Jahr 2024? Und kann es sein, dass wir uns, was das anbelangt, in den letzten 20, 30 Jahren eben eher der Gesellschaft angepasst haben, als an dem ausgerichtet, was man in der Bibel findet? Wenn ich mir das Lebenstempo von mir, aber auch die wachsende Überforderung von vielen Menschen mit unserem Lebenstempo anschaue, dann glaube ich, dass Jesus uns da etwas vorgelebt hat, was für uns heute unglaublich aktuell ist. Und ich glaube nicht einfach nur für unsere mentale Gesundheit, das ist der eine Aspekt, wo in das hineingeht, sondern ich glaube auch, dass es eine Basis ist, um im Glauben wachsen können. Der Paulus redet im Galater 5, Vers 22 bis 23 von diesen berühmten Früchten vom Heiligen Geist. Da steht Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und der eine Autor, Bücher von dem sind draussen und es gibt auch eine Lesung zu dem, an einem Workshop morgen, hat einen Punkt gemacht, der mir so eingeleuchtet hat. Er hat gesagt, hey, die Früchte, die wachsen nicht, wenn wir gestresst und überfordert sind. Und es ist so simpel, ich muss nur an meine Beziehung denken mit der Steffi. Was sind die Punkte, wo man die Liebe zueinander, die Geduld, den Frieden, die Freude verlieren? Das ist immer dann, wenn wir gestresst sind. Es funktioniert nicht, gestresst sein und gleichzeitig Geduld haben, Frieden zu haben, Freude, Liebe. Wir brauchen ein gesundes Lebenstempo, um überhaupt in unserem Glauben wachsen, dass überhaupt die Früchte vom Geist in unserem Leben zuzunehmen. Und ich glaube, viele von uns haben kein gesundes Lebenstempo mehr. Und darum gehört für mich zur Nachfolge zu lernen, die gesunden Rhythmen von Jesus zu übernehmen und in mein Leben irgendwo einzubauen. Und ich bin jetzt schon eine Weile auf diesem Prozess, ich bin immer noch dran. Und das Erste, was es geheissen hat, ist Platz schaffen. Und nicht einfach sagen, das packe ich jetzt auch noch in meinen Kalender und in mein Leben hinein, sondern anfangen, Sachen wegzulassen. Und ich muss ehrlich sein mit euch, das ist der Punkt, wo die meisten Menschen daran scheitern, weil wir immer das Gefühl haben, es gibt schon irgendeine Abkürzung, wie wir das machen können und wie wir das irgendwie auch noch reinbringen. Aber es gibt keine Abkürzung für das. Ich glaube, oft sind wir einfach viel zu beschäftigt.
um Jesus wirklich nachzufolgen. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich merke, hey, jetzt ist es wieder so weit. Ich bin wieder zu beschäftigt. Und manchmal sind wir auch so gut drin, im Ausreden zu finden, warum jetzt nicht möglich ist, die Stille zu suchen. Warum es nicht möglich ist, in unserer Lebenssituation einen Sabbat zu halten und das keinen Platz hat. Jesus ruft uns in Matthäus 11, Vers 28 zu: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ist es nicht genau das, was wir suchen? Wo wir uns danach sehnen? Vielleicht müssen wir uns heute die Frage stellen, ob wir bereit sind, von Jesus und seinen göttlichen Rhythmen zu lernen. Vielleicht ist das Wochenende in dieser Konferenz zu verbringen genau vielleicht so ein wichtiger erster Schritt, um sich mal Zeit zu nehmen und über das Gedanken zu machen. Und wir werden in dieser Zeit Möglichkeiten haben, das Thema zu vertiefen. Und ich glaube, es ist auch nicht ein Zufall, dass Themen wie Mindfulness, Meditation, Digital Detox oder Minimalismus aktuell gesellschaftliche Megatrends sind, weil sie nehmen genau das auf, was Jesus uns schon vor 2000 Jahren vorgelebt hat. Ein paar Fragen, die du vielleicht für dich kannst reflektieren, wenn es um das geht. Haltest du überhaupt aus, wenn mal Stille ist? 5, 10 Minuten, ohne Ablenkung, ohne Handy. Was musst du vielleicht weglassen, zum Platz zu haben, dass es Stille gibt? Vertraust du Gott, dass es möglich ist, auch in deinem Leben einen vollen Tag vielleicht Sabbat zu machen? Der zweite Gedankenanstoß ist, dass wir vielleicht mehr Training als Anstrengung brauchen. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe mich lange immer gefragt, wie passiert es denn, dass Gott uns in unserem Innersten verändert, so dass unser Charakter Jesus ähnlicher wird? Passiert das einfach mit der Zeit? Kann ich da irgendetwas beitragen? Oder ist das nicht eigentlich sowieso einfach die Aufgabe vom Heiligen Geist und ich kann da gar nichts dazu beitragen, sondern das passiert irgendwann einfach? Und sehr lang ist so quasi meine Antwort auf diese Frage ungefähr so gewesen: Hey, geh einfach in die Kirche, lies in deiner Bibel, bete regelmäßig und streng dich an. Und wenn Anstrengen nicht langt, hoffe auf den Heiligen Geist. Vielleicht macht er ein Wunder. Und ganz ehrlich, ich glaube, nichts von dem ist falsch. Ich glaube, alles von dem ist irgendwo wichtig. Und doch sieht es so aus, als würden die meisten Christen mit dem Ansatz irgendwann nicht mehr ganz weiterkommen. Und die Frage ist das alles, was wir haben? Ist das so, wie es funktioniert, oder gibt es da nicht auch noch mehr? Und schon mal sicher zum Sagen, ich glaube, ohne den Heiligen Geist keine Chance, sind wir auf verlorenem Posten. Aber ich glaube auch, wir haben eine Rolle in dem zu spielen. Und Gott sagt manchmal, hey, ohne dass du deinen Teil machst, mache ich meinen nicht. Und es braucht auch uns. Vielleicht ein Beispiel, wo der Ansatz von mehr Training und weniger Anstrengung vielleicht ein bisschen verdeutlicht. Wenn ich mir jetzt heute vornehme, oder wir alle zusammen, dass wir einen Marathon rennen, dann würde ich auf jeden Fall das nicht schaffen, indem ich mich einfach ganz fest anstrenge, indem ich fest an mich glaube, indem ich bete, indem ich die besten Laufschuhe kaufe und mich dann am Tag X, wenn der Marathon ist, einfach voll anstrenge und mir Mühe gebe. Aber ich glaube, mehr oder weniger fast jeder von uns ist in der Lage, einen Marathon zu laufen, wenn wir anfangen, auf einen Marathon zu trainieren.
wenn wir jede Woche 2 bis 3 Mal joggen gehen, jedes Mal ein bisschen mehr, jede Woche, dass es ein bisschen steigert, dann werden wir irgendwann unseren Körper so gestärkt und aufgebaut haben, dass es möglich ist, dass wir einen Marathon laufen können. Und ich glaube, ganz oft ist es so ähnlich, wenn mit Jesus nachzufolgen. Der Richard Foster hat gesagt, die meisten Menschen glauben, dass sie Jesus ähnlicher werden, wenn sie sich mehr anstrengen, anstatt viel mehr zu trainieren, anstatt viel mehr zu trainieren, wie er zu werden. Es war ursprünglich in Englisch und ein bisschen holprig zum Übersetzen. Aber der Richard Foster ist einer, der vor allem dafür bekannt ist, dass er über geistliche Disziplinen, man kann auch sagen geistliche Gewohnheiten oder auch geistliche Übungen gelehrt hat. Und tatsächlich gibt es da einen riesigen Schatz an geistlichen Gewohnheiten, wo man bei Jesus selber und an seinen Jüngern sehen und wo über die Jahrhunderte erprobt sind, Christen gelebt haben, ausprobiert haben und erlebt haben, wie sie ihnen geholfen haben, Jesus ähnlicher zu werden. Und eigentlich ist es simpel, oder? Die Kraft von so Disziplinen oder eben so geistlichen Übungen ist, dass man, indem wir etwas Einfaches machen und das immer wieder machen, uns damit so stärken, dass wir irgendwann in der Lage sind, etwas zu machen, was wir jetzt noch nicht können, wo uns aber die einfache Übung, die wir immer wieder machen, hilft, dort hinzukommen. Wie eben zum Beispiel auf einen Marathon trainieren. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt da, dass es nicht wieder so tönt, dass wir das schlussendlich irgendwie, dass wir es aus eigener Leistung irgendwo schaffen. Aber es geht darum, dass indem wir das machen, was wir können, die kleinen Schritte, die immer wieder machen, dass wir uns so positionieren und Voraussetzungen schaffen, dass der Heilige Geist kann Frucht in unserem Leben wachsen lassen. Weil Frucht ist etwas, das wächst, nicht etwas, das wir produzieren können. Der Paulus vergleicht es damit, dass man auf den Boden vom Heiligen Geist säet. Im Galater 6, Vers 8 sagt er, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Also was wir tun können, ist, wir können säen in das hinein, dass der Heilige Geist an uns kann schaffen kann, dass die Frucht vom Heiligen Geist in unserem Leben kann wachsen kann. Klingt das nicht irgendwie nach einem ganz spannenden Ansatz? Mich hat es begeistert und mir ist nochmal in den Sinn gekommen, dass wo Jesus in Matthäus 11 dort sagt, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus sagt, es ist nicht schwierig, von mir zu lernen. Lasst euch darauf ein. Vielleicht noch so ein paar so geistliche Gewohnheiten, dass wir ein Bild vor Augen haben, was könnte denn das sein? Und das ist nicht eine abschliessende Liste, die ich euch hier gebe, sondern einfach ein paar Ideen. Man kann sich auch selber so Sachen ausdenken, aber es gibt ein paar, die über die Jahrhunderte erprobt sind und Teil des christlichen Lebens sind. Wir haben den Sabbat, ist eine geistliche Übung, die uns hilft, in einen göttlichen Rhythmus hineinzukommen. Es ist eine Gegenkultur vielleicht auch zum Konsum. Es ist ein Entschleunigen, ein Stoppen von unserem Lebenstempo und Runterfahren. Stille, Einsamkeit ist eine Gegenkultur zu der Nonstop-Ablenkung, mal aus dem rauskommen und einfach mal sein, mit Gott, alles rundherum ausschalten, fokussieren auf die Beziehung mit Gott. Gebet natürlich, wo uns einen inneren Frieden, Ruhe kann schenken in Zeiten von Angst, von Unsicherheit und die Beziehung mit Gott wieder pflegen können. Ein Fasten, das eine Gegenkultur sein kann zu dem, ich kann alles und sofort jetzt gerade haben, in dem Moment. Mal sich bewusst auch etwas nicht nehmen. Bibel lesen, Bibel studieren. Gemeinschaft ist so eine Kultur, wo wir die verändernde Kraft von Gott in unserem Leben und im Miteinander unterwegs sein können, erfahren, wo das Reich Gottes hineinbricht. Einfachheit, lernen zufrieden sein mit dem, was wir haben, als eine Gegenkultur zum Konsum und zu dem, ich muss immer noch mehr haben. Gastfreundschaft, echte Beziehungen leben, nicht einfach nur oberflächlich in einer Zeit, wo Einsamkeit eines der grössten Probleme ist.
Als ich das so entdeckt habe, habe ich eine neue Lust bekommen, die Gewohnheiten kennenzulernen, sie auszuprobieren und ihre Kraft in meinem Leben selber zu erfahren. Vielleicht kannst du mal für dich überlegen, ob es so eine Gewohnheit gibt, die an dich vielleicht gerade angumpelt. Vielleicht eine gibt, die dich herausfordert und wo du merkst, hey, das würde mich in meinen Herausforderungen, wo ich jetzt gerade drin bin, stärken. Dich mal fragen, was wäre etwas, wo du könntest üben, um Jesus ähnlicher zu werden. Und das kann auch etwas sein, was vielleicht nicht auf dieser Liste ist. Follow Jesus 2024. Wir haben ein ganzes Wochenende Zeit, um uns inspirieren zu lassen und darüber nachdenken, was Jesus Nachfolge für dich und mich heute bedeutet. Ich möchte dich einladen, die Zeit, wo wir das Wochenende miteinander haben, auch wirklich zu nutzen, darüber zu reflektieren, wie das denn du bis jetzt Jesus nachgefolgt bist. Und vielleicht Gott mal fragen, was seine Gedanken zu dem sind. Aber auch einfach zum Zeit haben in seiner Gegenwart. Dich durch Workshops und durch die anderen Speakers und Sessions, die noch kommen, inspirieren lassen, anzuregen lassen für deine eigene Jesus-Nachfolge. Ich möchte dir Mut machen, vielleicht das Wochenende einmal ganz bewusst darüber nachzudenken, wo das es vielleicht auch für dich könnte dran sein, das Wie du mit Jesus unterwegs bist, wie du die Beziehung zu ihm lebst, nochmal zu überdenken und anschauen, wo erfordert es Zeit und die Art und Weise, wie sich unser Leben verändert hat, dass auch dort drin sich vielleicht etwas ein bisschen ändert, damit mehr tiefgehende Veränderung in deinem Leben möglich ist. Ich hoffe, euch heute ein paar Gedanken Anstöße gegeben zu haben, euch ein bisschen ermutigt zu haben und zum Weiterdenken anregen. Und ich möchte noch beten zum Schluss und bitte euch zum Aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder herausforderst, uns zu überlegen, wie wir unterwegs sind, wie wir unser Leben leben. Und ich bitte dich, dass du bei jedem Einzelnen jetzt von uns bist. Du siehst, was uns angesprochen hat. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du den Finger auf Punkte leihst, die vielleicht gerade besonders dran sind. Dass wir den Mut haben, uns dem auch einfach zu stellen. Dass wir vielleicht die Freude bekommen, um zu sagen, hey, ja, da gibt es noch so viel, was ich ausprobieren könnte. Dass noch ein Glauben in uns wächst, dass wir noch lange nicht alles gesehen haben. Dass noch so viel mehr möglich ist. Danke, dass wir es nicht allein machen müssen, dass du uns näher bist in dem. Jesus, ich bitte dich jetzt einfach für offene Herzen an, für den Rest von dieser Zeit, die wir da miteinander haben, heute und morgen und am Sonntag. Dass wir sie nutzen dürfen, um uns die Gedanken zu machen. Was heisst es für uns jetzt? Und wo ist es dran, vielleicht etwas wegzulassen? Damit etwas Neues drin hineinkommen kann, das in der heutigen Zeit für uns und in der jetzigen Situation vielleicht besonders wichtig ist.